Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Und mittlerweile geht die Sonne auch wenigstens weg von der weißen Hausfassade, auf der gegenüberliegende seid, sodass hier nicht mehr allzu viel Sonnenlicht reingeblendet kommt und auch mein Facecam wieder einigermaßen stabil aussieht. So, hier ist alles schon blau markiert, das heißt, hier gibt es wohl nichts Großartiges mehr abzustauben. Wenn wir später kein Sherry mehr bei uns haben, können wir uns das nochmal zur Genüge angucken. Ja, Inventarbox ist hier auf jeden Fall noch, die auf uns wartet. Für später vielleicht. So. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Natürlich. Diese zuckersüße, Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. widerwärtige Roboterstimme. Wer hasst sie Halten nicht? Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Beachten Sie nicht, dass die Elektronik am Arsch ist und überall Zombies im Labor herumschwirren. Möglicherweise auch Willkommen Schlimmeres. im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay. Okay, das Labor durchsuchen. Empfang. Tja, also noch schwirren hier keine Zombies rum, aber Umbrella Corporation. Das ist der Garant dafür, dass hier alles super läuft. Hier ist ein Speicherraum. Ja, aber derzeit mit Sherry beladen können wir natürlich gar nichts machen. Das ist aber sehr doppelt gemoppelt. Inventarbox hier und Inventarbox dort. Hätte man ein bisschen besser verdelen können. Also irgendwo muss es ja abladen können. Wir hätten nicht hier zufällige Couch, wo wir so drauf lecken können. Nee. Oder hier auf der Stuhl. Nee, geht auch nicht. Alle hopp. Dere können wir auch nicht öffnen, aber hier, das sieht doch gut aus, das ist ein Bett. Okay. Hier ist gut. Okay. Was jetzt? Irgendwas muss doch hier sein. Antivirales Agens. Das ist es. Das muss es sein. Hey. Hey, Sherry. Ich muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Und Sherry, mutier bitte nicht weiter. Okay, ID-Armband haben wir jetzt gekriegt. Ein schlichtes Armband. Okay, das wird uns wahrscheinlich ein bisschen der Zugang zu diverse Gebiete ermöglichen. Das können wir wahrscheinlich auch upgraden. Von Besucher auf Mitarbeiter oder so. Ein Armband, das als elektronischer Schlüssel dient. Derzeit befindet sich darin nur ein Chip mit Besucherrechten. Ja, ich denke, dass wir das noch upgraden können. Ah, okay, das war nur der. Okay, Wache. Ja gut, dass ein Wachraum mit Bett hat, ist auch irgendwie logisch. Ich hoffe, das ist eine Cherrys Blut. Ja, dass ein Wachraum ein Bett hat, sollte logisch sein für Leute, die möglicherweise im Schichtwechsel miteinander schaffen hier. Dass ich einer immer mal wieder ausruhen kann. Seems legit. So, was haben wir dann hier noch? Karte des Labors, Nordbereich. Ja, cool. Gut, dann hätten wir nur noch die Cafeteria, die Küche, der Schlafraum und eine Treppe. Oder ein Leder. Schauen wir mal. Ja, wie in jedem Let's Play auf Pelzig, für die, die es noch nicht wissen. Für die, die es wissen, dann hängt es wahrscheinlich schon zum Hals raus. Auf Pelzig ist Leder die Leiter und der Werkstoff Leder ist Leder. Wichtig, Nest weiter Alarm. Entschuldigung. Aufgrund eines Vorfalls im Nordbereich sind alle Nest-Mitarbeiter dazu angehalten, sich das antivirale Agents Devil zu Aufgrund eines Vorfalls im Nordbereich sind alle Nest-Mitarbeiter dazu angehalten, sich das antivirale Agents Devil zu verabreichen. Devil ist die einzige Möglichkeit, die G-Mutation zu verhindern. Sollten Sie mit dem G-Virus infiziert sein, suchen Sie umgehend medizinisches Personal auf, um die G-Zellen in Ihrem Körper zu isolieren und zerstören. Diese E-Mail wird bei einem Notfall automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Na klasse. Das muss so richtig beruhigend sein, das in seinem Postfach zu finden. Okay.
Dann haben wir soweit alles hier. Und torkeln hier ein paar Zombies rum. Ne, gerade nicht. Okay. Dann können wir uns jetzt nochmal hier umgucken. Wir haben da jetzt derzeit eigentlich nur... Entschuldigung. Derzeit eigentlich nur unsere ganze Waffenkammer hier drin. Ich würde aber auch mal sagen, ja... Ja, nehmen wir das Schockgewehr halt noch mit. Wir haben ja derzeit den Platz Schlafraumprotokoll. 18.545, Toby Jackson, Zugang 3:44 Uhr, verlassen 7:31 Uhr. Das ist wohl nur für Powernaps gedacht. 18.564, Sarah Takahashi, Zugang 4:51 Uhr, verlassen 7:03 Uhr. Japaner brauchen da nicht mehr Schlaf. 18.547, Walt Page, Zugang 12:03 Uhr, verlassen 13:36 Uhr. 18.548, Anthony White, Zugang 12:05 Uhr, verlassen 12:48 Uhr, das war wirklich nur ein Powernap. 18.549, Cyril Archer, Zugang 18:01 Uhr, verlassen 20:21 Uhr, ach Gott, Langschläfer. 18.550, Desmond Locke, Zugang 18:04 Uhr, verlassen 19:58 Uhr. 18.551, Wayne Lee, Zugang 20:16 Uhr, verlassen, steht noch aus. Langschläferwoche bin. Ach ja. Sandra weiß, was gemeint ist. Okay. Gut, jetzt bleiben im Prinzip nur der Südbereich und weiter in den Nordbereich, aber ich gehe mal in den infizierten Nordbereich. Das bietet sich an, ne? Klassisch Leckerli. Okay. Da haben wir die meiste Munition, da haben wir noch ein bisschen was. Bleiben wir doch erstmal bei der Pistole. Die Musik ist auch schon so schicksalsgeschwängert. Okay. Miam, miam. Sieht doch schon mal alles sehr beruhigend aus. Ah, da ist schon der erste. Okay, also ein paar Zombies. Damit war zu rechnen. Aber auf der Gänge ist derzeit keiner. Das ist ganz gut. Solange die in den Räumen drin sind, hat man das ja noch irgendwie unter Kontrolle gehabt. Okay, Besucher dürfen in die Cafeteria, das ist gut. Nicht gut. Das ist gut und sie sagt nicht gut. So unterscheiden sich die Meinungen, Claire. Verdammt. Na? Der Stöhner der Cafeteria. Der Rumstöhner, jetzt auch in ihrer Cafeteria. Arschloch. Na? Okay. War's das? Bitte? Ich hoff's. Ah, lecker. Was zur Hölle? Oh nein. Okay, die nächste Tante steht auf. Das war wahrscheinlich Annettes Lieblingskollegin, so wie die aussieht. Aber diese Gesappergeräusche hier, die sind ja schon ziemlich ranzig. Ah, daher kommt das Gesapper. Du gönnst sich noch jemanden Cafeteria-Snack. Okay, will ich mal sagen. Wir schnappen uns denn. Aber das ist ja nur noch widerwärtig. Wir dekontaminieren mal. So. Sorry, aber wenn ich hier sehe, wie sich hier jemand an Mitarbeiter noch delektiert, das muss doch nicht sein. Ach Gott, wie eklig. Nadelkartuschen. Oh, da gibt es wahrscheinlich noch ein geiles Ding. Wahrscheinlich noch eine Nagelpistole, die ich noch als Waffe kriege. Sicher ist sicher. Double Tap und so, wer Zombieland kennt. Unsere aktuellsten Bioforschung auf ihren Nährstoffbedarf zugeschnitten. Genießen Natürlich. Sie unsere Auswahl gesunder Nahrungsmittel. Also irgendwo stolpert hier auch noch was rum. Moment, ich glaube... Ah ja, da hinten. Ah, der freundliche Mr. Lee wahrscheinlich. Oh, jetzt ist der freundliche Mr. Lee über die ganze Automate verteilt, aber... das ist halt das. Scheiße, Alter. Okay, wo kam dann der freundliche Mr. Lee her? Wahrscheinlich von da. Okay, der zuckt bestimmt nicht mehr. Der ist jetzt auch über die gemütliche Sessel verteilt. Die gute Mitarbeiterin ist auch weg. Die stehen wohl nicht mehr auf. Der hat noch was bei sich.
Eine Handgranate. Ja, die kann natürlich beim Wissenschaftler in einem Hochsicherheitslabor nie schaden. Ah, da hinten ist hier noch was. Okay. Wir sammeln nochmal auf, was wir kriegen können hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ja. Jetzt bin ich mal sicher. Da ist nix. Da ist noch Pistolenmuni. Die ist immer gut und willkommen. Den Netzweggestalte kann ich jetzt mittlerweile auch vorbei, ohne Problem. Aber ganz aufgerahmt sind wir noch nicht. Irgendwas fehlt hier noch. Hier. Schießpulver groß. Ja, wo ist Schießpulver groß? Hier? Ne, Schießpulver groß ist da drüber. Alles klar, in der Küche dann. Ja, man kocht ja auch immer mit Schießpulver, ist ja logisch. Wo sollte man so ein Schießpulver finden, wenn nicht in der Küche? Ah! Mr. Raccoon. Sehr gut. Habe ich auch mal wieder so einer gefunden. Aber irgendwas ist hier noch als... also es ist noch rot markiert. Das heißt, irgendwas müsste ich hier eigentlich noch finden können. Halten wir doch einfach nur die Aare offen. Holzauge sei wachsam oder wie, ne? Oder so ähnlich. Die haben nichts mehr bei sich. Das würde ich sehen. Aber ich glaube, bevor ich da hochkletter, vielleicht zählt ja die Küche zur Cafeteria mit dazu. Gehen wir doch erstmal in die Bereiche nochmal rein. Ach so. Okay, also da komme ich tatsächlich an den Tee. Ja, ja, Gäste haben keinen Zutritt, ist ja gut. Ihr mit eurem Hightech-Nerd-Zeug. So. Alle auf, gehen wir halt hoch. Vielleicht kriegen wir da ja unser Upgrade für Küchepersonal. Oder wir klettern einfach so rein. Ja, klettern einfach so in die Küche rein. Bitte lass hier kein ekliger Mutant rumhocker. Haha. Messerclaire ist in the house. Ist hier irgendwas? Okay, von hier aus sehe ich mal nichts. Kann ich mich natürlich mal wieder irren? Ja. Alles klar. Gut. So, haben wir wieder ein bisschen Schießpulver eingesackt. Ja, was gibt's dann Leckeres? Das sieht aus, als wäre Burger wahrscheinlich oder irgendwas ähnliches auf dem Eier wahrscheinlich. Oh. Burger und Eier klingt doch gut. Also am liebsten mag ich eigentlich Rührei, um ehrlich zu sein. Oder Spiegelei, wo man auf der Dotter noch so ein bisschen Salz drauf streut. Mag ich auch sehr gern. Okay, Kampfmesser, für das reicht's gerade noch. Ja, jetzt ist der ganze Bereich auch wieder markiert. Und da kommen wir jetzt plötzlich wieder durch. Oh Gott. Herr Soldat, Sie haben mir einen kleinen Schreck eingejagt. Bitte sterben Sie. Oh, noch ein bisschen in die Eier geschossen. Captain Hodenmeier. Mann, Mann, Mann. Ja, der hätte mal ganz schön Überraschung gesagt, wenn ich die Idee aufgemacht hätte. Und dann wäre doch gestanden, Captain Hodenmeier. Okay, in den Schlafraum kann ich jetzt auch plötzlich. Okay. Oh, das sieht ja auch sehr gemütlich aus. Hier, der Nap-Room, wo hier noch Scheiße. Noch der gequetschte Kadaver drin liegt. Okay, schade, die kann ich derzeit nicht aufnehmen. Das kann dann weg. Am ersten kann noch das Kampfmesser weg. Na, komm schon. Also, Kampfmesser kann ich noch fortschmeißen. Die sind noch entbehrlich, die Dinger. Okay, was haben wir hier noch? Na, einfach mal auf Nummer sicher gehen. Kondensator, Elektroschockgewehr. Also, noch dicker kann sie nicht mehr werden. Huhu. Das Aufladen dauert zwar etwas und die Nadeldrähte reißen leicht, aber es ist sehr effektiv. Warte mal. Warte mal. Okay. Power Level. Ah. Ach, dafür brauche ich meine Nadelkartuschen. So. Interessant. Ich hätte gedacht, ich kriege jetzt noch so ein Nachelgewehr oder sowas Tolles. Na gut, dann halt nicht. Was macht das? Muff. Okay. Das geht wohl nicht. Was anderes haben wir leider nicht hier, was ich hier noch als wichtig Gegenstand verbuchen könnte. Muff. Ah, Chip. Probieren wir das doch mal. Na gut.
Dann probieren wir mal den Elektrochip. Kleiner elektronischer Chip. Okay. Der will auch nicht. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Upgrade-Chip. Mitarbeiter. Ein Chip mit allgemeinen Mitarbeiterzugangsrechten. Cooler Scheiß. Können wir den Combiner. Ja, natürlich. ID-Armband. Mitarbeiter. Jetzt sind wir halt schon etwas cooler. Und können das trotzdem nicht benutzen. Okay. Obwohl wir hier unser Coolness-Level durchaus verbessert haben. Überstromschutzeinrichtung. Ja gut, da brauche ich was anderes dafür. MUF war da, ne? MUF. Ja, MUF. Merken wir uns mal MUF. Aber wir sind jetzt auf dem Coolness-Level Mitarbeiter. Was natürlich auch für die Besucherdinger gilt, ne? Ich schätze es einfach mal so ein. Wer Mitarbeiter ist, der kommt auch genauso in die Besucherdingerei. Okay. Trotzdem, auch wenn die Bereiche schon als geklärt gelten, es könnten immer wieder neue Gegner noch spawnen. Und auf Respawn bin ich immer gefasst. Ja. Und auch hier bin ich drauf gefasst, dass möglicherweise wieder ein paar durch die Gegend stolpern. Ah, okay, da werde ich sowieso noch reinkommen mit. Dr. Lee, Chief Cartwright erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Okay. Ja, da werde ich sowieso noch mit dem Mitarbeiter-Upgrade durchkommen. Dann können wir... Was können wir dann? Wir können... Schießpulver groß. Wir hatten doch noch was anderes, was Tolles, ne? Wir hatten doch noch so Qualitätsschießpulver, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hochwertig. Genau, dann können wir noch gut die Portion Munition herstellen. Und zwar Fettsäuregranate, das finde ich ziemlich gut. Dann weicht halt erst einmal das hier, weil allzu viel Platz haben wir dann halt nicht. So ist es halt leider. Warte mal. Warte mal, eine Gaul A. So, Munition immer zuerst. Und das dann durch. Okay. Gut, dann wird erst nochmal gespeichert. So, nicht über Leons Walkthrough, bitte. Ich habe nur den Endspielstand für Leon. So, da haben wir ja noch knapp 8 Minuten. Und trinken doch ein bisschen durch hier vor. Was war da bei der Wache? Sherry. Okay. Und da war noch was. Alles klar. So. Okay, da wartet kein Captain Hodenmeier auf mich. Mhm. Schick. Schön sieht's aus. Ja, das sind diese klassische Umbrella-Soldaten mit Gasmaske und allem, was dazugehört. Aufnahme der Spezialeinheiten. Alpha und Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Hier Ghost. Verstanden. Rendezvous an Punkt W3. Roger. Hier Alpha. Zielgebiet erreicht. Verstanden. Wartet auf Zielperson. Hier Alpha. Sichtkontakt mit Zielperson. Er will den Safe öffnen. Roger. Erwarten Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Also ist das Antivirus im Westbereich. Mhm. Okay. So, ID-Armband, Mitarbeiter verbessert, das haben wir schon. Und jetzt haben wir auch einen Nachname zu der ganzen Gestalter. Sprich zu Annette und William, das ist die Familie Birkin. Und auch Sherry ist eine Birkin. So. Ui. 1998 Hightech. Ja, da kommen wir dann zum Hauptschacht. Da ist Ostbereich und da ist Westbereich. Das sieht aber echt cool aus. Also da unten scheinen die Probe abzugehen. Weißt du, Teufel, was Umbrella Dollar hat. Aber es sieht so viel geiler aus als der Laborbereich in Resident Evil 2 Original. So viel kann ich mal dazu sagen, ihr liebe Leute. Also es sieht richtig geil aus hier. Das gefällt mir immens gut. Da brauche ich Security Level 4. Und ich bin derzeit auf Security Level 2, glaube ich, ne? Genau. Okay. Na gut. West Area. Guck mal noch nicht, wie es aussieht. Aber es sieht echt, alter Falter, es sieht so geil aus. Da geht's dann noch over, ne? Kanalisation. Und unter der Kanalisation ist noch dieser Nestbereich. Das ist schon ultra ochsengeil gemacht. Also ich muss echt sagen, Hammer.
Es ist halt auch richtig geil, dass Capcom das natürlich macht, weil die können es jetzt so darstellen, wie sie es 1998 eigentlich hätten darstellen wollen und können auch viel Sache korrigieren und selbstverständlich auch viel von ihrer Fangemeinde nochmal an Anregungen dazu nehmen. Ist halt schon immens geil. Führungspersonalrechte für Brückenzugang Okay, erforderlich. aber hier komme ich durch, oder? So. Auf Stufe 2 komme ich hier schon durch. War ja klar, dass ich nicht sofort in den Westbereich reinkomme. Das ist ja dann der Hochsicherheits-G-Bereich, wo nur die Top-Leute wahrscheinlich dran arbeiten. Aber in die East Area kommen wir. Das war mal klar. Ich wäre auch bei... Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich auch zuerst in den Ostbereich reingegangen. Ostbereich, Nordbereich, das ist ja eher... Nordbereich ist ja eigentlich eher Pillepalle, ne? Das ist ja nur Besucherempfang und ein bisschen Freizeit. Oder für Pause im Prinzip. Nicht nur Freizeit, wirklich. Es ist etwas steril, das Ganze, aber ich finde es ochsenhammergeil gemacht, das Ganze. Und wenn man halt bedenkt, dass Resident Evil 2 damals eigentlich ja auch einfach nur der Nachfolger im Prinzip von einem Spiel war, was 1996 sehr gut ankam und Survival-Horror eigentlich revolutioniert hat das Ganze noch nicht so gigantische Fangemeinde gehabt, wie Resident Evil derzeit hat. Und die Fangemeinde ist nicht zu unterschätzen bei der ganzen Sache, weil Resident Evil ist eigentlich schon eine Marke, mit der man rechnen muss und wo man eigentlich auch durchaus Qualität erwartet. Wobei sie bei Resident Evil 4 haben sie eigentlich einen neuen Weg beschritten. Das war recht mutig, aber bei Resident Evil 5 haben sie es übertrieben. Das war wirklich nicht gut, was sie da geliefert haben. Und ganz schrecklich war es dann bei Resident Evil 6. Das war wirklich scheiße. Anders kann man es jetzt sagen, 5 war schon grenzwertig, aber 6 war... Es war scheiße. So, ich habe mich jetzt auch entschieden, das Zeug mal loszuwerden. So. Weil es bringt ja im Endeffekt dann doch nichts. Ne? Man braucht einfach mehr Platz. Es ist leider so. So. Okay. Aber mit Resident Evil 7 muss ich sagen, Hänse das Kanon eigentlich wieder in eine Richtung gezogen, wie man sich Resident Evil wieder vorstellt. Das war richtig gut gemacht, mit viel Verbesserung noch aber nach wie vor. Aber es war der richtige Schritt und ich hoffe, Resident Evil 8 geht dann auch in diese Richtung rein. Das fände ich sehr wünschenswert, das Ganze. Wird mir persönlich extrem gefallen, wenn dem so wäre. Und gerade mit solchen kleinen Dinger wie hier dem Resident Evil 2 Remake machen sie sich meiner Meinung nach hier wieder sehr viele Freunde, weil Retro, machen wir uns nichts vor, Retro kommt immer gut an, gerade bei der Generation, die so alt ist wie ich bin 1988er Baujahr und gerade so mein Jahrgang, das waren die Leute, die damals geheim als Kinder Resident Evil 2 gezockt haben, sodass es die Eltern nicht mitgekriegt haben und da hat man das immer heimlich mit seinen Kumpels gezockt und die Generation ist jetzt auch die Generation, die solche Remakes natürlich hypt und total erwartet. Und sich freht wie ein Butzenickel über sowas. Okay, cool. Konferenzraum ist... Also das ist schon auch ganz geil für einen Konferenzraum. Wenn jetzt hier diese kryptische, widerliche Gewächse an dem Gewächshaus hinten dran nicht wären. Ja, das ist schon etwas verstörend hier, was auch immer das ist. Vor allem, weil es hier schon einen Knacks in den Gläser hat. Ich möchte gerne wissen, was da noch abgeht. Aber es wird uns wahrscheinlich noch mit einer Überraschung aufgewartet. Könnte ich drauf wetten. Ich erinnere mich an die Pflanze-Menschen aus Resident Evil 2 im Original. Die werden uns wahrscheinlich auch hier begegnen. Ich erinnere mich sehr gut noch an die Pflanze-Menschen aus Resident Evil 2. Und die werden auch hier kommen. Verdammte Scheiße. Okay, das wird böse. Ich bin ja mal gespannt, wie sie die dann hier darstellen, weil im Original waren das einfach nur Ranke mit so einer Art Knospe als Kopf. You've been planted. Erpflanzt. Okay. Ich hab mal... Oh, wie geil. Ich habe gedacht, der wäre einfach nur tot, aber das ist eine Pflanze, Mensch. So sehen die hier aus. Ich geb mal denn jetzt die ganze Zeit einfach nur, wie der sich bewegt. Und diese Geräusche wie bei den Klicker aus The Last of Us. Oh Gott, wie die sich so zuckend bewegen. Oh Gott, ich feiere den gerade so immens ab.
Alter, wie geil! Ist das creepy? Creepy as fuck. Ist das eklig? Alter, wie Hammer! Ich habe zuerst gedacht, das wäre einfach nur dekorativ wie Leiche natürlich mal wieder. Aber das sind jetzt die Pflanzenmenschen. So haben sie die neu gemacht. So sehen die Remake-Pflanzenmenschen aus. Hammer! Das wären so geile Gegner hier. Oh Gott, wie Hammer. Wie hammermäßig ultra geilomat ist das bitte. Und ich freue mich über die ja schon als normale Gegner. Oh Gott. Aber der lebt noch. Du Arschloch. Ganz genau. Was ist hier noch? Hochwertiges Schießpulver. Ja, der existiert noch. Das Mist. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Also, ich kann noch drauf zielen. Oh. Oh. Echt jetzt? Also, die mache ich heute auf jeden Fall noch. Danach geht's aber ab zum Speichern. Aber wie ultra ficko geilo pornomat sind die bitte gemacht. Die sind so scheiß creepy, die Freaks. Und die Pflanzen bewegen sich einfach immer noch weiter. Zur Hölle. Okay. Alter. Was haben wir hier noch? Führungspersonal-PC. Geil, die sind bei weitem nicht so primitiv gemacht wie in Resident Evil 2 im Original. Okay, da brauche ich ein Upgrade auf Stufe 3. Alter Falter, das ist ein Geniestreich. Das Capcom, das ist ein Geniestreich. Wie pornös gemacht diese Pflanzenmenschen sind. Einfach nur als Pflanze-Zombies im Prinzip gemacht. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Oberbrüller. Ich wäre nämlich. Und ich würde sagen, besser wird's heute auch nicht mehr. Deswegen mache ich an der Stelle meinen Cut. Und ich bin mit meiner Aufnahme für heute auch durch. 5 Aufnahmen sind es mal wieder Woche. Und wir sehen uns dann trotzdem übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, wo diese Pflanzenmensch-Zombie-Symbiose-Freakos dann unser Gegner wären. Ich freue mich wie Sau. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern Yankee.